hier, hvad som løjder til at synge. Fang hvor med min Jesus lev. God, du giver dig mig væk. Det kunst verden, det hvordan kan. Giv dig øjne, sing mand. Sing the light, von dig løs. Our desire
Twee werkt dan helpt Pastor Steve ons denken dat God zijn woord, dat zijn raad zijn, want we geven dan onze tijd, onze goven en ons geld. En dan wens ik even die dank aan Jezus dat we kunnen dienen met zijn, kunnen voor die zingen, te die zingen, kunnen die loven en die danken daarvoor, voor deze gelegenheid en danken ook dat we geven kunnen van jou. Ik bid we zijn zijn, even jeder einer wat geven dat en dat we wat in zijn verernt en dat we leven, in de arbeid, in de familie. Dat wat zijn zijn voor die God, dat we gaan dienrijk beuren. Amen. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré en tus manos.
Gott ist ein treuer Gott. Amen. Amen. Wir lesen Versen hier in Psalm Kapitel 63, Vers 2. O Gott, du bist mein Gott, den ich sehe. Meine Säule darschen, die mein Körper haben verlangen, die so aus uitgedreht lohnt, ne Wutterhaft. Ich sag dir im Heiligtum, in haar deine Kraft in Herrlichkeit sein. Willst deine Leibtulichkeit besser ist als Leben, wollen meine Lippen die verherrlichen. Ich will die loben, so lange als ich lebe, und in die Namen, wo ich meine Hänge abheben. Wir haben einen allmächtigen Gott. Dazu, wenn wir hier taub sind von der, dazu, wenn wir diese Lieder singen, wenn es heißt alles für uns. Und so werden wir diese Zeit nehmen und seine Familie zum Arm loben und zum unsere Horten nach Arm drehen und Arm sein. Gott, du bist alles für mich. Du bist alles für mich. Nehmen wir Zeit, wo du bist, nicht gut. Red mit Arm. Gott, du bist alles für mich. Gott, ich danke dir, dass wir die kennenlernen können, dass wir persönliches Verhältnis haben mit dir. Ich danke dir für diese Zeit, wo wir die anbeten, in Geist und in Wahrheit. Und ich danke dir, Gott, dass du uns Retter bist, dass du uns Lehrer bist, dass du uns König bist, dass du uns Heiler bist. Du bist der Einzige, der dort wird, es anzubeten. Und du bist da, für wem wir singen. Jesus, wir glauben an dich, dass du Kraft hast. Wir singen gut, dass du kostbar versaten. Und wir glauben, dass du kostet nach Hammer down in uns Leben, mit den Troubles, die wir haben, mit der Hilfe, die uns fehlt, dass du Kraft hast, uns zu helfen. Wir heben dich nun und sagen, du bist gut. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tú no brillarás, cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tú no brillarás, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Ik had dus de laatste week met meerdere mensen gereden en ik zelfs kon het zijn, dat kracht in gebed. Pastor Steve die had goed en zei ja, kracht van het gebed, wat hij deed en wat hij zei in gebed. Als we danken God voor de gemeenschap wat we kunnen hebben met hem, dat we kunnen met hem reden. Een van mijn beste vrienden zei hij heeft deze laatste week een vriend geholpen wat het nodig aan hulp fehlt. En zij weer wat aan eng en wel we hier wieder met dit een zware tijd. En hij vertelde me hoe God wie gekomen had. Je beter je antwoord en dat ze waar kunnen wiederkomen. Geschichte über Geschichte habe ich diese Werk hier, vielleicht 3, 4 Geschichten, wo Menschen haben gebet und Gott die beantwortet und das Kraft dahinter. Und ich lese von der Samaris ein paar
van dat wat je best met deel. Psalm 54, 23 zegt, leid ihn los op den Herrn, hij wordt voor die zorgen en hij wordt de gerechten niemals fallen laten. Dat is een versprechen. Hij wordt ons niet fallen laten. Hij hält ons immer top, wanneer we ook te arm komen. 1. Petrus 4, vers 7, schmied die zorgen op arm. Hij zorgt voor die. En 1. Thessalonicher 4, 17, houdt aan aanbeten. Houdt aan aanbeten. Ziet het al in alle Leuten dankbaar. En dat is manchmal schwer, wenn wir hier sitzen sind, dann sind wir hier nur noch dankbar. Aber versiegt das. Er sagt das in sein Wort, wie soll das dann? Das ist nicht bloß so boven Eva. Er sagt hier, wie als Gott das in Christus Jesus verlangt. Das er verlangt das. So in alle Leuten, wo immer du bist, probier das in dein Leben. Ich habe diese wirkliche Geschichte hier, ich wünsche, ich könnte alle mitteilen. Und, aber probier das für dich, was immer für eine Lehre du bist, schmied die Sorgen ab am. Schmied die ab am, bet am, gib nicht ab mit beten, halt an je Gebet. Halt an je Gebet. Bleib in Gebet, because there's Kraft in Gebet und Jesus antwortet uns dadurch. Und wir sind manchmal mit geduldig, ich sehe, nu habe ich Gebet, okay, wo ist es nu? Nu will das sein, manchmal mal ein bisschen mit geduldig sein. Und Gott, der leitet uns, führt uns manchmal noch ein besserer Weg, als was wir haben für ihr Frau. Und so, weil wir bis in dort was und ich will für ihn beten von dir. Und vor allem, wenn eine Lehre du bist, ich weiß dort nicht, aber Gott kann die sein. Und ich will die Mutter sprechen, bloß nicht abgeben mit beten. Bete am. Weil wir mit dir Tiet nehmen und zu Arm kommen. Oder bis noch einmal Dankeschön für die Gelegenheit und für den Weg, was du hast aufgemerkt hast, wie keine Gemeinschaft haben mit dir. Even wenn wir manchmal nicht mal weiter Wort wie sollen beten, Dankeschön, Herr Jesus, dass du uns helfst, du hilfst uns werden, du betest für uns und du hilfst uns vor mit den Dingen, die uns schwer sind. Gott hilf uns, dass wir können in das wissen, dass wir, wenn wir in einer schweren Zeit sind, wenn es schwer geht oder even wenn es gut geht, dass wir nicht mehr für jeden zu beten, dass wir bis in die Gemeinschaft bleiben mit dir. Dankeschön, Gott, dass du da bist. Dankeschön, dass du uns gut bist. Dankeschön, dass wir ein Versprechen haben, dass du uns nicht loslässt. Du sagst dir, ihr Recht, du wirst nicht loslassen. Dankeschön dafür. Wir verlassen uns da ab, wir glauben an dich und wir sind die Gott, wir beten das in Jesu Namen. Amen. Dankeschön für Matt beten, die kann ich in Duel sagen. Dankeschön, Team von uns online in worship. Let's go to worship, right? Let's give them a hand. Thank you, worship team. A lot of Tiet yet now, and sie leiden uns in Kontakt mit den Heiligen Jesus, dass wir auch in worship nennen kommen, bis sehr viel wird für dort. Waarom beetje je zijn wat je plant als voor de nächste werk, dat is de nächste padel, en aan wat Pastor Steve waar weer gaan en reden. Wel je denken hebt dat levenswasser haven komen en er draaien deel eten draait tot derg. Je brengt de eten aan, dankzij voor dat. Die kunnen geven ook eten uit. Dankzij voor je arbeid wat je doen met dat is de laatste werk hebben. Some groceries weggevierd. Zoals ik verstand, right? En zo dankzij dafür dat je am kamer dort en voor jullie alle voor dat poort van dat zijn. Voor dat ze komen om 3 houden dat we kunnen meer mensen helpen en eten brengen. En zo best een goede denk ik wel je een motor spreken. Blijf daarbij. Wanneer je dat nog niet gaat doen, dan roep ik je toe dat het is werk. Kijk eten aan, brengt dat hier zitten zodat ze dubbel de derde hier en dan worden die kunnen zich am kamer om dat uitgeven. So go to ministry daar. Mij de 13e, als Mother's Day, waar een beetje een special service ha. Komt op, waar de mama's hier, de 13e mei. Morgen vangt de shine event aan. So die wordt like hier in de kerk opgezet, waar some kleine dashen worden opgesteld, waar de vroeger waar negocios uitstellen, dingen wat waar te verkopen zijn. So dat is voor jullie vroeger. Komt hier aan morgen, dat vangt klok 10 morgens aan, van klok 10 tot klok 3. Dan kan de mama's kleine baby's ook metbrengen. En na nu klok 3, van klok 3 tot klok 7, dan kan we mannen ook komen. Oké, nou dan kan de vroeger de kinderen ook metbrengen. Maar ik geloof, we worden ook kunnen komen. Ik weet wel voor kijken zijn wat ze doen. Maar nu klok 3, van klok 3 tot klok 7, dan zijn dat voor de oudere kinderen ook, dat je die ook kan metbrengen. Zo'n interessante dag voor morgen gepland. Zo vroeger zei ik, laat je vriend aan en ziet part van deze event. Wat hebben we nog? De nächste riep van boodschap, die vangen nächste zondag aan. Pastor John en Lorna, die zijn vandaag niet hier, maar Pastor John, die wordt nächste werk met dat aanvangen, nächste zondag. Geloven voor de kerk, vandaag zijn ze in Oasis, die daar met helpen en de kerk daar met een boodschap. En op nächste zondag wordt hij terug zijn en een nieuwe boodschap aanvangen. So Pastor Steve, die wordt aanvangen te predigen, kom du not.
Und ich würde bis fragen, dass ihr abstimmen mit ihr gehen und Menschen bereisen und heute wieder gehen in die Botschaften von seiner Series. Marius, wat is het? Mir er ook goud, mir er maar schijn, God loven en prijzen met jullie alle top. So dankzij voor Matmerken, wanneer we leiden doen. En aber wirklich, wir sind hier zum Gott anbeten, right? Und so wir halten mit dort von hier, aber das Ziel ist, dass jeder ein von uns wird eine persönliche Zeit haben mit Gott loven und preisen. Nicht bloß checken und horchen, was wir tun, und aber mitmerken, mit singen und anloven. So dankzij dass ihr das tun. Und wenn wir wieder wissen, und dort. So Pastor Jacob will sehen, Mom und Dad, die sind von der in Oasis. Und so dat durchpredigen von der. Und so werden wir Gebet sein verehrt. Der nächste Sinn fängt, dass ihnen ihre Botschaften an und hat sich Guven für die Kirche. Verschiedene Guven, was Gott der Kirche gegeben hat. Und so wird eine sehr interessante Series sein. Von der gehen wir wieder in unsere Series, letzte sind auch in unserer Series, das Tiet für Endanis. Und wir haben geredet von, wo wir wissen wollen und wo wir denken tun über Geld. Das Tiet für Endanis. Tiet, da wir unsere Gedanken umändern tun und die ablehnen tun mit Gott sein Wort. Und so, wir haben geredet von verschiedenen Themen. Ein Ding habe ich geredet von Druck als Schlag. Vielleicht habe ich auch behalten, Druck Schlag. Das kommt von Sprüche 22. Vers 7, die Ricke regieren über die Arme, und wer dort borgt, als den sein Sklav, der Arm dort borgt. Und so die Ricke regieren über die Arme, Schuld bringt Druck in uns Leben, Druck als Schlag. Das nächste Ding, letzte Sinn auch, reden wir von Jeven als gesehnt. Jesus sagt, dass Jeven als soll ja uns nehmen, und so, du hast ein Sehen, was Gott hat, ab Jeven. Er hat das so abgestellt, er hat das so geplant, dass wir wollen Menschen sein, wenn wir Christen sind, dass wir wollen Menschen sein, die freiwillig sind, die nicht alles hören von uns selbst. Wir wollen jeden von uns Tiet, wir wollen jeden von unseren Talenten mitteilen, wir wollen jeden von dem Geld, was Gott uns mit segnen wird, jeden als gesehnt. So dass wir feiern sind da. Von der checken wir eine Morjen als wichtig. Morjen ist wichtig. Einer fragt mich von der Morjen in den Zinkwiedingen. Wenn Morjen wichtig ist, dann wollen wir selber hier von der. Und so, wir wollen von den Thema reden, von wo Morjen wichtig ist. Und wenn wir verstehen, dass Morjen wichtig ist, dann wollen wir von der unterschleben. Und so, das ist das Ziel mit dieser Botschaft. Morjen ist wichtig. Ich muss ohne Erkennung geben für diese Botschaft. Ich hatte einen Stuhl, nicht ganz so euch, aber Denver Pana, ich kam hier in der Kirche, ich habe mich sehr geholfen mit dieser Botschaft. Er weist mir mal in Excel auch, wo er abmerken dort. Und so wird der Grund sein, für was wir von der durchgehen wollen. Und so, wir haben some Prinzipien, was wir von der nicht checken wollen, und er hat mir Ideas gegeben und Route gegeben mit dieser Botschaft. So, ist nicht alles kommt von mir selbst. Und so, von der schon da, haben wir ein bisschen Trouble. Die Welt, die dreht so busig. Und das ist so fan abgestellt, dass wir kein Mess alles, was uns jankert, können wir haben. Und ich habe von der Eier geredet, aber wir fahren in ein Restaurant, und wenn es länger als 10 oder 15 Minuten dauert, weil wir uns eten haben, dann ist es wohl verdrisslich. Und es wird dir so lang. Ich will das nicht. Bevor wir in das Haus, viele von uns haben vielleicht Internet, wenn wir ein Movie checken, merken wir Netflix an, haben wir alles durchgeführt, wir wollen das nicht checken. Mir denkt nach hier einmal, wenn wir wollen einen Movie checken, dann fuhren wir einen Blockbuster. Und dort wir durch einen Movie renten, mit so einer großen Tapes, Säden, denkt ihr da noch? Und dann, wenn die was verjüngt den Movie gerannt hat, wenn die den nicht hat, rewindet, eine Ferien gestellt, dann musst du erst nach 7 Minuten lernen und den Video ganz bei Anfang an rewinding. Denkt ihr noch so?
dann dachten wir so, man, das wird schein. Das wird busig. Von der ersten Tag, wenn wir mal in 2 Minuten lernen, oder wenn wir ein Video haben, wo wir wollen checken auf Netflix und im Internet nicht kurz busig genug, da droht ihr ein klein bisschen dreht, dann sagt kurz mutlos. Was dir zu lang? Ich will das nicht. Und so, ich sage nicht, dass das alles schlecht ist, aber von der ersten Tag sind wir nur so gesund, wir denken über nu, und ich will das nu, und ich will das kurz, und fertig denken wir nicht genug über morgen. Wir sind so abgelehnt, Dinge sind so abgelehnt, aber wir können alles kurz haben. Wir haben uns Phones, wir können uns Mensagen schicken, was immer, wir haben das plötzlich. Wir möchten dort hier in der Kirche, wir haben eine Botschaft hier, und den selben Tag, wird die Botschaft gehorcht und rumgeschickt in Bolivien, in Paraguay, in Belize. Und wir können das alles sehr hostig haben. Und aber die Gefahr ist, dass wir vergessen über Morjen. Und so von der weil wir reden von, wo Morjen wichtig ist, und besonders gedacht und Geld. Weil die vielen Menschen, sie leben bloß Monat ne Monat oder Weg ne Weg oder wo immer sie dann angenommen haben. Sie haben gut genug, damit sich dort was tauregen, wenn alles fein schafft, was sie wieder frisch entweder in Check kriegen, wieder Arbeit oder frisch ein bisschen angenommen haben. Und so wir haben uns so abgelehnt, dass dort nicht Marken ist, dort bloß gut was tauregen, aber wir waren glauben, wir wollen Geld nennen kriegen. Und ich will von dir sagen, wenn wir denken an Morjen, und wenn wir da verstehen, dass Morjen ist wichtig, dann wollen wir von dir anders leben. Und so das, wo wir von dir reden wollen, wir wollen kicken eine Gott seine Formula, wo er abgestellt hat, seine Gesetze, wo wir wiederkommen können in uns finanzielles Leben. Wenn Gott hat ein klarer Weg abgestellt an sein Wort, Dinge, die wir tun können, wenn es dort sein Weg, er hat dort abgestellt, und dort, wo wir von dir nicht kicken wollen. Aber er hat dort abgestellt, und er ist auch überport von das. Von dieser Formula, wo wir können sein. Er ist port von das. Er sagt uns in 5. Mose 8, Vers 18, halt dem Herrn, jün Gott in Denk, wenn es dort als Heu, wird jünt, die Kraft gibt, recht zu werden. Gott rette Israel, sie gehen in ihr Land nennen, und er sagt, ihr Vorwort sein, als jünt wird das Geld gehen, ihr wollen mehr Geld, mehr Reichtum kriegen, und dann wollt ihr von mir verjäten. Das ist, was Gott sagt. So, er sagt, verjäht nicht, das ist er, wo uns die Kraft gibt, mehr Reichtum zu kriegen. Und so Gott hat es so taub gestellt, dass wenn wir Dinge sehen, was ich tun, durch ein Sehen ab dort. Und so von der, weil wir kicken, sehen, was wo wir können uns haben Gott abbauen. Und so ich denke, wir haben eine Suchbohne, da sind 2 Bohnen, und ein wird Gott seine Arbeit sein, sozusagen, und ein wird unsere Arbeit sein, sozusagen. Und so es Gott dort abgestellt hat, auf diesen Suchbohnen, da sind 2 Bohnen. Er wird sein Part tun, er gibt uns die Kraft, zum dort tun, und dann haben wir uns Part zu tun, und er hat Prinzipien abgestellt an sein Wort, was wir können brauchen, was wir können nur tun, zum Wiederkommen haben in den Area von Geld. Und so hat er sein Part, wieder in uns Part, wir sind ganz aufhängig und arm. Und so wenn wir nicht die Idee kriegen, mit dieser Botschaft dort ich sei, wie kann das alles selbst? Nee, das will ich mit diesem Vers anfangen. Wir sind aufhängig an Gott. Das ist er, was uns die Kraft gibt, das zu tun. Aber dann haben wir auch uns Part zu tun. Wir können nicht bloß durchsaten auf dem Stall und sagen, Gott will mir die Kraft geben, so ein Wunder von wo das Geld wird kommen. Wir haben auch uns Part zu tun. So, das sind 2 Bohnen auf dem Zugbohnen, damit der Zug kann wiederfahren. Und das, wo wir von der nicht checken wollen. Wir wollen checken nur die Feierprinzipien, die Gott abgestellt hat, in sein Wort, wo wir können wiederkommen mit Geld. Und wo wir können durchkommen, wo nicht alles bloß eng ist. So, das wollen wir nicht checken wollen. So, hoffentlich schreiben wir diese Dinge durch. So, das erste Ding ist schaffen. Wie man schaffen. Und so, Gott sein Wort sagt in Sprecher 14, Vers 23, alle schwere Arbeit bringt Verdienst. Aber lad gewirrt, luten immer um. Und so, Arbeit ist ein gutes Ding. Gott, das ist wirklich ein Segen von Gott. Wenn wir trägkicken in den Garten Eiden, aus Gott den Morgen die früh mög, für die ernst Sinn wird, da wir nach holler Fall kommen, Gott sah den Morgen in den Garten, zum dort schaffen können in den Garten, sagt die Bibel uns.
En so, verder ergens zin wird, verder ergens wat wir dit neingekeveld, dann wird all Arbeit für Menschen. En so, dat werden sehen von Gott. Luther kam durch einen Fluchmank, en dat wordt schwander, aber Arbeit als Port von Gott zien war, wo wir wiederkommen können. Hij sagt wieder in Sprüche 13, Vers 4, den fühlen, jankert veel en kriegt darüber nicht. Aber die flietig kriegen mehr als genug. Hij redet hier von den Fühlen. Das ist wie ich sage, mir reut mir für diese Botschaft. Ich muss mich einfach wundern, in den Tiden lachen, über was die Bibel sagt, über viele Menschen. Dat is bloß nur sehr direkt. Und ich habe Victor Mortis ein Stückchen gesagt. Er sagt, du bist besser auf Daut als viel. Wenn es Gott kann, Daut die Menschen abweichen, aber er kann nicht tun mit vielen Menschen. Und dort sagt dann ein Bett, was das hier meint. Und wir glauben, das ist vielleicht ein bisschen grob. Aber wir wollen sein, was Gott sein Wort sagt. Sprich, er saß, gut du vieler Pelz, nur den Eimsje. Und kick mal, wo die leben, und nimm Lehr auf von dir. Gott hat strenge Werte für viele Menschen. Er sagt, wir sollen schaffen. Er sagt, wir sollen uns anstrengen. Wir haben eine Geschichte, was Jesus selbst vertellen hat, in Matthäus Kapitel 25. Das ist die Geschichte, von wo Geld steckt ja aufteilen hat in seine Arbeiter. Einer kriegt 5, einer kriegt 2, einer kriegt 1. Und dann gehen sie schaffen mit dort. Die, die 5 und 2 kriegen, sie gehen und sie schaffen mit dort und sie vermehren dort. Wenn der Meister trägt ein Haus kommt, jaft der erste am 10 trägt, so 5 mehr 5. Der nächste jaft am Feier trägt 2 mehr 2. Und der letzte aber jaft am bloß sein 1 trägt. Und er sagt, ich wusste, wie schon strenger wird. Und so, ich hatte ihn begruft, dass ich den nicht verlieren würde. Nu hast du ihn einer trägt. Sind ich nicht ein guter Arbeiter? Und das, was er sagt. Er sagt zu denen, sein Herr aber sagte am, du Beiser, Fühler, Knecht. Das ist mit streng. Du Beiser, Fühler, Knecht. Der Herr in dieser Geschichte ist Gott. Und er sagte dem, wo wir das nicht? Wo wir hast du begruft und hast nicht geschafft. Du bist ein Fühler Knecht. Du hast nicht gedacht über Morjen. Er sagt wieder, entschmied den nutzlosen Knecht, rührt ihm dies drin. Das ist, was Gott sagt. Ich weiß, das sind strenge Werte, aber wie man schaffen, wie man uns anstrengt. Die Bibel merkt das sehr klar, in vieler Mensch ist zu wenig zu brauchen. Jesus sagt sogar selbst, das ist nutzlos. Und so, das erste Part von dem ganzen Rezept ist, da wir schaffen tun. Da wir uns anstrengen tun. Da wir nicht bloß rumsetzen tun. Weil die Trouble mit diesem Knecht wird, dort er hat nicht dort genommen und gesät, mit dem Geld, was er gekriegt hat, nu kriegt er keine Ernte trägt. Säen und Ernten. Und so, wir müssen schaffen. Und du sind aber 2 Wege, 2 Sorten schaffen, vielleicht noch so mehr, aber das sind 2 von denen, wo wir müssen lernen zu tun, um ein Wiederkommen haben. Ein ist Menschen schaffen für Geld. Und so, das fällt, wo wir anfangen tun. Kriegen wir eine Arbeit oder was immer das ist, wir schaffen mit unserer Tiet, kriegen wir Geld trägt. So, wir schaffen für Geld. Das ist wichtig, dass wir das tun. Das ist ein gutes Ding. Viele von uns fangen hier so an. Und dann hast du noch eine Sorte, Geld schafft für Menschen. Und so, dort, wenn wir ein bisschen Geld haben, dann fangen wir dort an zu brücken und dort sich dort vermehren das. Durch Dinge, Negocios, was wir tun. Das, was der Beiser Knecht, der Fühler Knecht nicht tut. Er tut nicht sein Geld sehen. Er tut es begruben. Und so, er kriegt nichts trägt. Und so, wie man schaffen. Das zweite Ding ist, Weise Ungewohnheit. Wie man eine Weise Ungewohnheit haben, und das kommt von Sprüche 21, Vers 20. In ein Wesen sein Haus, es viel scheinet Eten in Öl, aber ein Noah verbricht alles, was er hat. Und so, wenn du alles brücken das, was du kriegen das, und nichts zu sehen saten das, dann sagt die Bibel, bist du ein Noah. Du verbombst bloß alle. Das Geld soll weg, ab eng Weg. Geld soll weg, ab eng Monat. Hast nichts zu sehen gesagt. Und so die Bibel redet von weise Menschen, Hand nach Wort im Haus, wo sie nicht von dir brücken tun.
En so ik wil niet alles verbruiken wat ik krijg. Ik wil een beetje ziet zaten. Want Morjen is wichtig. En ik wil denken aan Morjen. So dit is wichtig dat we dit leren. We lezen al eerst diesen Vers, sprich Jesajas, gut, die viele Pelzen in Eimsje. Check mal, waar hij leeft en neem leer af van die. Wat deed die Eimsje? Die hebben geen leider, geen verster, en keinem, die ever entregiert. En overdag brengen sie een verroet zum Winter, al im Sommer nein. En so die Eimsje, die denkt aan Morjen. Hij denkt aan de winter. En dat is aber nog Sommer. En de zomer fehlt hem geen extra eten. Hij wil geen ruit gaan en bloos genoeg krijgen dat zijn fridge vol wordt voor den dag. En dan wordt hij geen ophieren. Maar de Eimsje is wijzer staat en hij eet ruit en hij verzorgt al voor de winter. Want hij weet, er kan de tijd komen in de winter wo hem wat fehlt. En so, de Bibel sagt uns, wir sollen Lehr aufnehmen von der Eimsje. Morjen ist wichtig. Nicht bloß von der denken, doch nicht alles verbruiken von der, denk an Morjen. Wenn wir an Morjen denken wollen, dann wollen wir von der anders leben. Das ist, was er uns hier lernt hat. Und so Morjen ist wichtig. Wir wollen schaffen, wir wollen eine Weise Ungewandtheit haben, das ist, was das sieht, sagen, nicht alles brücken. Und dann das dritte Ding, was die Bibel sagt, ist, wir müssen Verständnis haben. Wir müssen Verständnis haben, was wir nu wollen tun. Sprüche 24, Vers 3. Dort braucht Weisheit zum ein Haus bauen und Verständnis, dort auf einen festen Grund zu stellen. Er redet hier nicht bloß von ein Haus bauen, er redet hier von ein Leben bauen. Er redet hier von einer Zukunft. Dort wir denken an Morjen. Er sagt, dort braucht Weisheit, dort braucht Verständnis. Wir müssen Dinge lernen, wo das zu tun. Das kommt nicht für selbst, sagt er. Wir müssen uns anstrengen. Ich will mehr lernen. Ich will wissen, was ich kann tun, zum Wiederkommen in diesen Area. Und so das ist ein bisschen so, diesen vieler Knecht, was wir nicht checken deuten. Er kriegt Geld von seinem Meister. Und aber er hat nicht das Verständnis, was er brauchen deut, zum nu was tun mit diesem Geld. Und so er kommt nicht wieder. Er kriegt Geld, aber er kommt nicht wieder. Wenn es anfällt, an Verständnis. Er hat es nicht, er braucht das nicht. Er hat das begraben. Und so ein paar Dinge von Verständnis, was uns fehlen wird. Als wir müssen anerkennen, dass das ein Gesetz in der Bibel von Sehen und Arten. Ich rede da ein klein bisschen von. Aber Jesus redet davon, Paulus redet davon. Paulus sagt, ihr sollen reif sein, dass ihr reif Arten worden. In andere Wort, wenn wir ein bisschen Geld kriegen und wir auch bloß in den Fupp holen, oder so aus diesen Fehlerknecht dort eingegrooven down, da wird sich nicht vermehren. Die Bibel sagt, wir müssen säen und dann können wir ernten. Aber das ist wichtig, dass wir bloß dort säen down, was wir haben. Wenn wir nicht von wem sind säen, wenn es dann mal wir Schuld merken. Und so, die Bibel sagt, wenn du ein bisschen was hast, was du schenken kriegen hast, vielleicht von den Wirten mit dort schaffen, oder du hast die was taub geschafft, dann sollst du dort säen. So, das ist ein Weg, wo uns Verständnis fehlt. Noch ein Weg, wo uns dort fehlt, ist, wir müssen einen Plan merken. Mit Rutgeber. Sprüche 24 sagt, es steht, wo sie sich weiten, wollen die Stufen voll sein von Strome, wertvolle Sachen. Das hat was mit Verständnis zu tun. Und dann sagt er wieder, wo nicht Ruth ist, jet ein Volk unger. Aber wo viele Rutgeber sind, jet das gut tau. Und so er sagt, merkt deine Plans auf dem Weg, dort die dort mit Rutgeber da ist. Und weißt ihr, wer der beste Rutgeber ist? Jesaja 9, Vers 6 sagt, Jesus ist uns wunderbarer Rutgeber. Und so dann sind wir trägen diesen ganzen Thema von Geld hat zu tun mit uns persönliches Verhältnis mit Gott. Manchmal glauben wir dort, Geld ist hier und Gott ist hier. Und die sind nicht verbunden einer mit den anderen. Aber das ist nicht, was die Bibel uns lehrt. Und so, wenn wir einen Plan merken mit Rutgeber, der erste Rutgeber ist Gott, wir kommen eine Arm in Gebet, dann reden wir mit uns Ehepartner, reden wir mit Menschen rum uns, die vielleicht Erkenntnis, Verständnis, Weisheit haben, in den Areas, wo wir nicht kicken tun, und dann leben wir. Dann leben wir und kommen wir wieder. Wenn es Verständnis ist ein wichtiges Ding, was uns fehlen, zum Wiederkommen.
en met geld. Ons fehlt het an Verständnis. Ik gleich, zoals Sprüche 21, Vers 5 dort sagt, und er gleicht dort besonders in eine spanische Übersetzung, so ich wollte von der brücken. Und er sagt so steht, los planes bien pensados, pura ganancia. Dort ist mir klar. Und dann sagt er, los planes apresurados, puro fracaso. Dort ist mir klar. Und so er sagt, merkt Pluns, bedenkt die Gott, nicht host je Pluns, nicht host dich die Worten schäden, dort Gott bedenken, und dann hast du wiederkommen. Und uns fehlt Rutjewa. Gott ist ein von dir. Und so uns fehlt Pluns. Noch ein Ding, was uns fehlt, in diesem Verständnis, zum wir können wiederkommen, ist uns fehlt klare Nummern. Und ich weiß, für some von uns ist das ein bisschen schwer, aber das ist ein wichtiges Ding. Uns fehlt klare Nummern, da wir weiten, wo wir sind. Da wir weiten, mit was wir zu schaffen haben, und wo wir wiederkommen. Die Bibel sagt, es steht in Sprüche 27, Vers 23. Sei dort die sicher weit, wo dort mit deinen Schub und Kosen steht, und sie sorgfältig deine Herd. Weil ihr in Erde tiet, dann werden Schub und Kosen, da wird das Geld. Wenn es dort, wo sie wieder schachern deuten. Dann kommt der einer und hat einen feiner Kamel, mir jankert den Kamel, gibt die 10 Schub für den Kamel, und dann soll mina. Da wird so sie schachern deuten. Wieder noch ein bisschen stop manchmal von der, aber sie hatten diese Schub und Kosen aus einer Form von Geld. Und er sagt, sieht sicher, du nur dort die Weiten das, wo dort steht mit den Schub und Kosen. Wie wollen von der kann sein, sei dort die sicher weit, wo dort mit den Geld steht. Dort wo wir von der wollen kann sein. Und sie sorgfältig deine Quentas. Dort wo wir von der wollen kann sein. Und so wie man eine klare Nummer schauen. Was verbraucht wir? Was uns annehmen? Vielleicht weit wir doch nicht immer, aber ich habe uns so mit taxieren, was unsere Annehmen was sind, wo wir verbrauchen dann, dort haben wir klar weiten, weil wir klare Nummer schauen. Vielleicht merken wir dann eine Inversion, was kostet die dort? Und was das du vergasst das nennen, zum dort besser merken, vielleicht was kostet die dort auf einen Tag? Dort die weiten das, was die dort verkaufen werden für dir. Wie man eine klare Nummer schauen, und das ist alles Port von diesem Verständnis, wo wir machen haben, zum Wiederkommen. Und so wie wir uns anstrengen, zum Verständnis kriegen, zum mehr lernen über diesen Thema. Weil wir uns nicht bloß träge halten, weil wir lernen. Und so wie wir uns schaffen, wie wir eine Weise Ungewohnheit haben, und uns fehlt Verständnis zum Wiederkommen. Und dann das letzte Ding, was uns fehlt hier, ist unheilend bleiben. Wie man unheilend bleiben. Dort braucht Tiet. Manchmal glaube ich will rik sein von der, ich will nu rik sein. Und dann fangen wir an, Weise Entscheidungen zu machen. Wenn wir glauben, wir haben nicht Tiet. Und dann hier wir auf einmal von irgendeiner Inversion, eine sehr gute. Kriegst 5% der Werkträger, 100% das Jahr. Und das ist sicher. Und du kannst nicht verspielen. Und wir denken, ich will das. Ich will busig wiederkommen. Ich will nicht langsam. Und dann dürfen wir abweise Entscheidungen merken, wenn wir für jeden, dass wir machen unheilend bleiben. Das kommt, obviously, aus der Bibel. Und die Bibel redet sehr viel von diesem Thema. Und die Bibel sagt uns, dort Leben ist so Rahn. Vielen redet von Rahn. Und er sagt dort, wir wollen ein Reis Rahn. Und aber den Reis, was wir Rahn tun in Leben, ist nicht ein Hostja-Busia-Reis. Das sind 2 Sorten Rahn. Eins ist, wenn wir busig worden Rahn, und bloß von Karten Tiet. Wenn es kann nicht utholen. Die andere Sorte Rahn ist, wenn wir bloß Eugel Rahn tun, von einer lange Zeit. Und so, wenn wir an uns Leben denken, dort ist ein bisschen ein Reis, wo wir ran tun, aber das ist ein langer Reis. Wir müssen wie dort bleiben. Nicht zu busig auf einmal, nicht zu hastig, wenn es dann vielleicht auf einmal ausbrennt. So seid ihr dort so trage, dass die was schon verlangen aushalten. Und so, wenn wir denken an das und passen das an uns Geld noch, dann sei wir dort zum Wiederkommen in Geld, braucht Tiet. Und wir müssen dabei bleiben. Wir müssen dabei bleiben.
En we moeten schaffen. En we moeten een goede ongewandheid haben, eine wijze ongewandheid, en daarbij blijven. En dan moeten we verständnis bouwen. Ein op den anderen, ein plaats op den anderen. En buwen dat. En nu jaren, dan zijn we den resultaat. Aber wenn wir immer so eingestellt sind, dass irgendwann den Resultat bijna 1 Jahr, 2 Jahre sein, dann glaube ich, sind wir fertig in so einer Stelle, wo wir dann anweise Entscheidungen merken. Wenn wir sind tabusig. Wir wollten doch nicht, dass es Tiet braucht. Die Bibel sagt uns dort zu stehen, spreche 13 auf, unabbreches Geld verschwindlich, wer dort aber steckwies verdient, bei denen wird es wissen. En zo de Bijbel redt geen deze soort gedanken dat ik wel hostig rijk zijn. Ik wil nu rijk zijn. Ik wil op een hef, wil ik dat alle gaan. Dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert leef wijs en dat het stekwijs verdienen. Dat het stekwijs verdienen. Niet alles verbruiken wat je krijgt. Bruk een beetje van die geld en vang aan met dat te schaffen. Maar kijk naar zo'n inversion is, wat een beetje sicherer zijn. Het is niet nodig dat u voort alles hast in 1 jaar. Denk over Morjen. Wens Morjen is wichtig. En zo dit is de formule wat we kunnen zijn, wat de Bijbel ons hier geven heeft over deze thema. We hebben manchmal gehoord dat, wenn du een opportuniteit hast en zich dat te goed hier te melig zijn, hier zich te goed. Dan kunnen het melig zijn. Veel is het ook. Veel is het dan te goed te melig zijn. En zo waar we wijs zijn, waar we voorzichtig zijn. En waar we ook God zijn weg doen. God zijn weg als schaffen. En dan een goede ongewoonheid. Waar niet alles brengen. En dan het nächste ding wat we willen doen is we willen verständnis krijgen. Dat we ons leren met geld om te gaan. En wat te vermeerderen. En dan werden we onhullend blijven. En zo ik dacht, ik wil van jou een ding doen, een beetje anders als gewoonlijk. Ik wil nu deze boodschap, wat we groets van je reed hebben, ik wil dit nu in nummers nemen, dat we kunnen zijn wat het meint. Welke helpt ons dat? Een van onze zielen hier bij de kerk is dat we een praktische boodschappen haben. Wat meint dat? Dat meint dat we de boodschap kunnen nemen en we dat kunnen fan verstaan en dat we dat kunnen dan in ons leven aanpassen. Dat er actually een onderscheid merken dat. Dat er een cambio is in ons leven. En zo ik dacht, ik wil something van daar een beetje anders doen. We hebben hier een beetje een nummers checken. Vielleicht interessiert die niet nummers zo zeer. Maar manchmal leven met dit. Mij interesseren nummers. En zo ik wil met jullie van daar een nummers checken. En zo, we hebben hier deze 4 dingen, wat ik goed checken deed, van God zijn woord. Schaffen, een wijze ongewoonheid, verständnis en onhullend blijven. En zo wat we nu willen checken is, wat schafft dit werkelijk im leven? Wat gaan we dit nu gebruiken in ons leven, zum wiederkomen met geld? En zo dat is wat we hier naar checken willen. So ik heb hier een beetje een formule opgesteld. Waar dit is een ding waar Denver mir een idee geeft, so dankzij Denver. En dit helpt ons, om deze ganzen thema klar merken. En zo schaffen, waar we doen mal anfangen. En ik wil een paar verschillende niveaus checken. Want ik weet, we zijn niet alle in dezelfde area in ons leven. En zo, waar we zijn, ik zijn nu jong, hebben groots bevrijd of wat immer, fangen nu een nieuw leven aan. En ik ga een fijne arbeid, of vielleicht ik mijn nieuwe vrouw schaffen taub. En we verdienen ons 20.000 peso de maand, waar we zijn. Dat is een nummer. Okay? So ik wil hier nu werkwijs dat samen nemen, wat we verdienen. So we verdienen 5.000 peso de week. Ja? 5.000 mal 4 is 20. En zo, ik heb God zijn woord gelezen. Ik weet dat het wichtig is dat ik schaffen doe. Ik streng me aan. Mijn vrouw vielleicht strengt haar aan. En nu taub verdienen we zoveel. Dat is ons fijne loon. En dit is wat we nu doen. En aber ik heb een ziel dat ik wel een dag in de toekomst wil ik een beetje wat hebben. Ik wil naar wat komen, zei we vielleicht manchmal. En aber ik heb nog niet geleerd geld te zetten. Ik heb deze wijze ongewoonheid niet. Ik heb nog niet verständnis aan wo mijn geld schaffen te merken dat het voor mij verdient. En ik heb nog niet onhullend gebleven.
En so wanneer ik hier kijk, deze zom in doelash, dit is de zom wat ik wil ha en wasse jorn wieder. So we hebben hier mal een nummer nemen en jorn. En hier zo een jorn, we hebben zijn 30 jaar wieder. Hoeveel geld wil ik ha en mijn euro? Nisch. Mensen, ik heb niks te zien gezegd. Right? Ik heb dat geschaft. Dat is fijn, maar mir fehlt deze dingen. We hebben nu teruggaan en zeggen, oké, nu wil ik leren dat ik wil zijn 10% van alles wat ik verdien, wil ik te zien zetten, dat we dat niet willen gebruiken. De Bibel zegt hier dat Noah verbringt alles wat krijgt. So ik wil niet Noah zijn. So ik wil 10% te zien. So we hebben hier mal 10% nemen. Oké. Nu zijn we 30 jaar wieder, waar ik 720.000 peso heb. Dat is fijn. Dat is goed. Dat is een goede aanvang. So ik schaf. Ik zet 10% te zien. De trouble is, ik begroef deze 10%. Ik doe er niks met. Ik had dan nog 720.000, dat is goed, maar dat kan beter zijn. So nu wil ik nog leren, ik wil mijn verständnis krijgen, zoals de Bibel zegt. En ik wil leren, hoe dit 10% wat ik te zien zet, hoe met dat te schaffen, dat het vermeerderd deed. So we zeggen, dat ik heb me nu geleerd 12% het jaar te verdienen. Der vielleicht negocios, ik koop dingen en verkoop die vielleicht een beetje dieren, wat immer dat is. Ik leer me nu 12% het jaar te verdienen. Wat wordt het nu naar deze nummer doen? Kijk naar deze nummer, 720.000 peso. Nu 30 jaar, 7 miljoen peso. Dat is een grote nummer. Oké, so eerst hadden we 730, nu hebben we 7 miljoen. So deze verständnis hier, hoeveel is dat waard? Hoeveel als verständnis wird? In diesem Kassel 6,3 Millionen peso. Wir müssen Verständnis kriegen. Wir müssen schaffen. Wir müssen zu sehen sagen, kriegen Verständnis und Wörter zu bringen. Und dann bleiben wir anhalten für 30 Jahre. 30 Jahre. Und dann haben wir eine Samen. En dan, dit is een engelste som, wat dit wijzen deed, is hoeveel ik dan, waar ieder jaar verdien, met die 12%, waar ik met mijn geld terugkrijg. Dan waar ik ieder jaar 752.000 peso verdien, mijn geld wordt voor mij schaffen. Mijn geld wordt voor mij 752.000 peso ieder jaar verdien, wanneer ik dit doe. Dit is wat de Bibel ons leert. Dat is geen allmähliche zaak, wieder te komen leven. Wanneer we ook God zijn weg doen, wanneer we schaffen doen, wanneer we te zien zaten doen, wanneer we verständnis krijgen, hoe dat dan te brengen, en dan weer aanhouden blijven, dan komen we weer. En al dit is bedacht en God zijn zijn. Al dit is afhängig omdat God ons de kracht geeft, omdat dit beeld schaffen wordt. Maar het is geen allmähliche zaak. Voor je wat jong zijn, vielleicht 20, die hebben geen uitreden. Die hebben nog tijd. Wanneer de wereld zo wieder gaat, die zijn nog jong en die worden nog lang leven. En zo dat is wichtig dat we dit leren doen van jou. En dat we dit aanwenden doen. We hebben mal een andere nummers checken. Dat is vielleicht een niveau. We zouden een rij boodschappen waar ik stootje teruggeef. Dat wanneer einer die $45.000 het jaar verdient, dan bist du in de rijkste 1% van de wereld. En zo, we hebben maar menos 10 nummer brengen. En we zeggen, du verdienst $1.000 de week. Dat zijn maar menos $50.000 het jaar. Du bist nu in de rijkste 1% van de wereld. We willen deze nummer staan laten. En zo, we hebben deze nummers hier alle op 0 zetten. En gaan we hier zo naar boven gaan. Nu willen we dat een dollar staan. En ik verdien nu $1.000 de week. So ik wil hier $1.000 de week nemen. Dat is wat ik verdien. En ik heb een wijze ongewoonheid. Ik zet 10% van alles wat ik verdien, zet ik te zien. So wanneer ik $1.000 de week verdien, jede week wil ik $100 te zien zetten. $100 te zien, ik wil het niet alles gebruiken. Ik heb een wijze ongewoonheid. Ik heb verständnis gekregen dat ik kon 12% het jaar krijgen aan mijn geld. En we zeggen, ik doe dit voor 30 jaar. Ik wil dit nu voor 30 jaar doen. Wat geeft me op van de zon? Dat geeft me $1.5 miljoen.
wo ich will haben, 30 Jahre von nu mit diesen Nummern. Und dann will ich dann $150.000 das Jahr verdienen von diesen 12%. So stell dir mal vor, 30 Jahre von nu, du kannst $150.000 das Jahr verdienen und darfst du nicht verschaffen. Wie viel Geld willst du geben? Sehr viel. Willst du sehr viel Geld geben? Willst du Dinge tun für deine Kinder? Willst du Menschen helfen, wo es an Geld fehlt? Du würdest nicht diesen Druck sein in dein Leben, wenn du hast gelehrt, Gott seine Prinzipien auszuleben. Du hast gelehrt zu schaffen. Du hast gelehrt, zu sagen. Du hast gelehrt, was zu tun mit deinem Geld. Nicht doch bloß begraven, nicht doch bloß verbrochen, ich wollte zu sagen und dann wollte mit tun. Inversion ist merken. Und dann wollte ich dabei bleiben für 30 Jahre. Und ich merkt, in Unterschied. Weil wir sagen, wir tun das ganze Ding, wir verdienen so viel Geld, das ist viel Geld. Weil wir sagen, wir verdienen viel Geld. Weil wir sagen, wir haben das Verständnis, wo wir würden können, mit das Geld schaffen. Und weil wir sagen, wir deuten dort für die 30 Jahre, das einzige Ding, was wir nicht tun, ist, wir tun nicht die 10% zu sagen. Wir tun nichts zu sagen, was das dort an sich ist. Nichts. Das ist so wichtig dort ist, diesen Wesen Ungewohnheit haben, von Port von ihnen Verdienst zu sagen. Und dort, was nicht haben. Das ist wichtig. Und so, wenn wir von das lernen, so, gut, wir trägen unsere 10%. Wenn wir sagen nu, da wir sind sehr begeistert mit das. Und wir merken aber, das ist seltsam Geld. Und wenn wir sagen aber, da wir merken uns ein Ziel, da wir wollen 15% zu sagen, und mit dort schaffen, entsteht 10. Wir sind nu vielleicht auch ein bisschen wieder, wir haben nicht Schuld, so wir können ein bisschen mehr zu sagen. Wenn wir diese Nummer hier eine 50%, wird der dort hier ung, dort geht nu eine 2,1. Dort vermehrt. Dann verdienen wir dann jeder Jahr und diese 12% verdienen wir dann $225.000. Weil wir sagen, dort wir wollen nu noch kleiner, kriegen mehr Verständnis und Gott weist uns weg, wo wir können 18% das Jahr verdienen, steht 12. Also, ich weiß, das ist ein bisschen eine höhere Nummer, aber nicht ganz allmählich. Aber wenn wir sagen, wir kriegen nu mehr Verständnis, dann jetzt ist Nummer eine 7. Entsteht 2. Kann ja sein, was von Unterschied diese Dinge merken dann. Ich will Geld verdienen, ich will ein bisschen Zeit sagen, der Meier, wo ich konnte Zeit sagen, der Meier wurde sein Luther. Wenn ich einen Weg fing, zum Meier mit dem Geld down und Trick kriegen, auf einem göttlichen Weg, dann vermehrt sich dort in 30 Jahren. Das ist bloß. Gott hat diese Dinge abgestellt in sein Wort, wenn er will uns segnen. Er will nicht haben, dass wir durch ein Leben gehen unter Druck und ein Sklav an den Nächsten. Er will haben, dass wir frei sind und dass wir wirklich frei sind. Ich will haben, dass wir von das lernen. Das ist Tiet für Endanis. Das ist Tiet für Endanis, dass wir anders denken über uns Geld. Und so mein Ziel ist nicht, dass wir alle bloß wollen schaffen und so reich wollen, es mehlig von uns. Das ist nicht mein Ziel. Das ist nicht, wo wir nicht über diese Nummer schauen. Die Ursache, wo wir nicht über diese Nummer schauen, ist, wenn Gott lehrt uns in sein Wort, wo wir können wiederkommen, damit wir können gerade sehen sein für den Nächsten. Nicht bloß, damit wir dort alles von uns selbst haben. Aber Gott will haben, dass wir gute Dinge haben. Er will haben, dass wir nicht unter diesen Druck leben, uns ganzes Leben, unter Schuld und Betrag. Er will haben, dass wir frei sind, arm zu sein. Er will haben, dass wir unser Verhältnis mit arm bauen und dass wir unsere Entscheidungen mit Geld, mit arm merken, dass wir von seinem Wort lernen, was er uns all gesagt hat und wo dort zu tun. Und dann will er uns die Kraft geben, zum Wiederkommen. Das Verhältnis mit Gott und uns Geld. Und so, wenn wir dann Entscheidungen haben zu merken, dann gehen wir in Gebet und reden mit unserem wunderbaren Rotgeber. Gott, was haben? Was tun wir hier? Wenn wir befreit sind, tun wir mit uns eure Partner taub. Reden wir davon. Wo werden wir das tun? Wo lädt Gott uns haben mit das? Wir schaffen, wir bleiben wie ein Schafen, wir wollen nicht viel.
Wenn die Bibel sagt, ein vieler Mensch, Gott kann nicht tun mit einem vieler Mensch. Wir wollen schaffen, wir wollen uns anstrengen. Wir wollen zu Sied sagen, nicht alles brücken von uns selbst. Wenn wir tun, dann sagen wir nur. Und so wir wollen weisen, so wir wollen bitte Sied sagen. Und dann, wo wir Gott beten, eine Weisheit, wo wir mit unseren Freunden reden, für Weisheit, dort wir Verständnis kriegen, was können wir tun mit dem Geld, was wir hier haben. Wo würden golden Area sein, wo ich irgendwas kaufen vielleicht, oder hier so mithelfen mit einem Negozio, oder was immer das dann ist, das sind verschiedene Wege, wo wir das nicht vermehren. Und dann bleiben wir dabei, und bleiben wir dabei für 1 Jahr, in 2 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren, und das merkt in Unterschied. Das merkt in Unterschied. Und dann, wenn wir erst 60 sind, ich war diese Weg 32 Jahre alt. 30 Jahre von nu sind ich 62. Noch rein jung. Und so, wenn ich dit würde anwenden, von der, dann wenn ich erst 60 sehe, dann würde ich meine Frau kein Seier geben. Wir würden kein Seier mithalten mit Menschen, wo es fehlt. Und wir würden nicht unter Druck sein. Wenn wir haben was getan, Gott sein Weg. Und so, wir haben uns so ein Stolz getragen, wir gehen diesen Weg. Wir wollen das tun, und wir tun dort. Es ist nicht immer leicht, ich weiß dort. Aber wir müssen uns entscheiden, ja, ich will das tun. Und dann müssen wir dabei bleiben. Und immer frisch uns denken halten, hey, wir müssen den Entscheidung. Dann kommen wir wieder, hey, wir müssen den Entscheidung. Dann kommen wir wieder, hey, wir müssen den Entscheidung. Aber uns jankert das, wir wollen vielleicht gleich in den Nien Traktor fahren, hey, aber wir müssen die Entscheidung. Wenn es Gott sein Weg. Und was so weit, Gott hat uns Gesundheit geschenkt und hat uns gesehnt, damit wir wiederkommen haben. Wir sind noch jung in das, aber wir sind auf dem Weg. Und ich will die mal merken, und ich will die anluden, komm auf den Weg mit uns zu. Weil wir auch Gott sein Weg tun, damit wir können in Sehen sein, für die, was rum uns sind, und nicht unter Druck sein in uns Leben. Das ist Tiet für Endanis, Freund. Weil wir unterstehen über Geld. Weil wir anfangen so zu denken, so was Gott sein Wort sagt, nicht was die Bank ansagt, oder was Jana ansagt, was ein gutes Ding sind zu tun. Weil wir in der Bibel kicken, und dann so steht da. Amen? Amen. Weil wir abstehen und weil wir beten. Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort Leben ist. Und ich danke dir, dass dein Wort die Antworten hat, was uns fehlen wird im Leben. Gott, du hast es so klar gemerkt in dein Wort, wo wir können wiederkommen in diesen Weg, in diesen Area von Geld. Und ich bete, dass du uns nu die Kraft geben, Heiliger Geist, und den Mut geben, dort nu auszuleben, dort zu tun. Und dort würden wir Unterschied merken in unserer Zukunft. Und help uns, durch diese ganze Zeit, die rechte Einstellung zu haben über Geld. Und dass wir niemals vergessen, und dort jeden es gesehen. Du hast uns gerufen, frühjährig zu sein. Und dass wir nicht bloß Dinge taub kleben für uns. Aber dass wir das tun, zum mithelfen mit der Person, die rum uns sind. Und Gott, dass du uns brücken wirst, zum einen großen Unterschied merken in dieser Welt. Ich danke dir für diese Sünde, wo wir haben könnten, die Wurden anchecken über diesen Thema. Und ich bete, dass du wirst uns immer weiter helfen, unsere Horten trage drehen, dass wir wollen in die checken, dass wir wollen in die vertrauen, und dass wir wollen in die checken, um unsere Versorger sein, nicht nur unser Geld tauschen. Und dass wir wollen dann mit dem Geld umgehen, was du uns gibst, auf dem Weg, was ablehnt mit deinem Wort. Ich danke dir, dass du uns Leben gibst, dass wir können lebendig sein in dir, und dass du uns Hoffnung gibst für die Ewigkeit und für die Zukunft, und dass es nicht bloß hier für diesen Leben ist. Wir beten dir an, wir loben und preisen dir, Gott. In die nun bete ich das. Amen. Amen.
Amen. Jesus ist vor uns fehlt. Amen. Amen. Vielen Dank für kommen. Gott segnet uns diesen Weg. Wenn irgendwas, wo wir Gebet gleichen, kommt, trägt wir beten mit uns. Und Gott segnet uns auf uns nächsten Weg.